Marius, we gaan ons het eerste luid zingen nummer 10. Ein Ort ist mir geliebt und wert, wo keine Last uns mehr beschwert. Hier singt das Herz in süßem Ton, oh, das ist Gottes Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, o seliger Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich heilen Sohn. Hier gießt der Herr sein Freudenöl auf jede kenntlich gläubige Seel, und es ihr Schild und großer Lohn, o teurer seliger Gnadenthron. O Gnadenthron, o seliger Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich heilen Sohn. Hier wird der Feind zum besten Freund und singt mit ihm im Herrn vereint. Der Satans Herr flieht scheu davon, o Blut besprengt der Gnadenthron. O Gnadenthron, o seliger Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich heilen Sohn. Hier wird Flegel schwingt das Herz sich hoch empor aus allem Schmerz. Hier fällt ihm zu die Lebenskron, o ewig teurer Gnadenthron. O Gnadenthron, o seliger Gnadenthron. O Gnadenthron, hier fand ich heilen Sohn. Noch Nummer 53. Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr, ein köstlicher Heiland auch mir. Er birgt meine Seele im Felsen des Heils, und Freude in Strömen fließt hier. Er führt in die geöffneten Felsen mich so, beschattet das
stünde lang. Mit Wogen der Liebe bedeck ich darum, schützt mich mit liebender Hand. Schützt mich mit liebender Hand. Ein herrlicher Führer ist Jesus, mein Herr, die größte Last nimmt mir ab. Fest mich auf Schirme, auf Braten umher, führt treulich mich bis an mein Grab. Führt im geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeck ich darum, schützt mich mit liebender Hand. Schützt mich mit liebender Hand. Mit zahllosen Gaben der Gnade erkrönt, mit Liebe so tief wie ein Meer. Ich singe sein Lob, das zum Throne ersteigt, für solch einen Heiland wie er führt im geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeck ich darum, schützt mich mit liebender Hand. Schützt mich mit liebender Hand. Nach Nummer 143. Wach auf aus deinen Sünden, schlaf, wach auf, es ruft dein Gott. Der Hirte sucht sein Ehren, schaff ihn, jammert deine Not. O mein Herz, sage an, wann wirst du frei? O mein Herz, sage an, wann wirst du frei? O mein Herz, sage an, wann wirst du frei? O wie schnell eilt die Gnadenfrist vorbei. Kehr du wandre müd und schwach, kehr nicht länger säum. Dein Heiland blickt dir weinend nach, der Geist spricht sanft, komm heim. O mein Herz, sage an, wann wirst du frei? O mein Herz, sage an, wann wirst du frei? O mein Herz, sage an, wann wirst du frei? O wie schnell eilt die Gnadenfrist vorbei. Der Fremde treiben, lass ihn nun, ihr Glück ist Sklaverei. Komm heim, du kannst in Gott nur ruhen und selig sein und frei. O mein Herz, sage an, wann wirst du frei? O mein Herz, sage an, wann wirst du frei?
ist vorbei. Herr Morris, ich heiße jeder ein Willkommen, der von der gekommen ist zum Gottesdienst. Ich möchte uns reisen mit ein paar Verse mit Galater, Kapitel 1, Vers 3, sagt es steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das ist ein Gott, den wir von dir auch preisen und danken für sein Werk, was er getan hat, für die Erlösung und ja, für alle geistlichen Segnungen. Zu der Bekanntmachung für dieses Werk, von der habe ich die Einleitung zu meinem Namen in Predigt Abraham Kiesbrecht. Von der sind älteste Oberer Frambus Nummer Manitoba, hier vor dem Predigt bringen durch. Und von der Klock 3 Uhr ist Gemeindetag. Und da wird auch Gebet am Fassbar mitzubringen. Und das andere noch, von irgendwer noch ein Anliegen hat, was du zu bieten drauf mitzutun, ist die Gelegenheit noch, die Klus Rambol anzugeben, oder da wird nun auch bestimmt freie Beiträge gegeben. Und von der Klock 7 zu Jungschar, Montag, er ist nicht im Mitarbeiterkreis. Und dann danach Bibel- und Gebetsstunde, Klock 7 Uhr, Freitag Jugendstunde, Klock 7 Uhr, und nächsten Sonntag traf Predigt zu bringen, in hohen Anfang Klus bei Rampel. Und du noch für Bett steht in Taub. Dienstag ist Klock 6 war die Bibelschule, Klock 6 hier Abend. Mittwoch ist Nähverein. In Sonntag ist eine Agum-Manne-Erbung, Klock 9:30 Vermittag in der zweiten Stadt. Das ist bei uns der zweite Stadt. 9:30 Vermittag, Sonntag wird es sein. Das ist für Männer 18 Jahre und noch. Wie sieht das noch was zu sagen? Ja, Jungschar wird von der aus nicht sein, was gesagt. Gott, wir dann eine halbe Stunde zum Beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag, was du uns gegeben hast. Ich danke dir für dein Leben, das wird, was immer zu uns reden wird. Und Herr, wir beten auch, dass du von dir wirst, durch deinen Heiligen Geist zu uns reden. Schenkt, dass wir aus deinen Dingen verändert worden und auch Menschen, die noch nicht aus ihrem Radar schauen mochten, die annehmen. Und musst du verherrlicht worden. Vielleicht du wirst Gelingen geben und den Segen geben in alles, in Einleitung, Gesang und auch Predigt, Stunde. Herr, musst du damit sein und musst du uns segnen zu dienen ihr. Amen. Singen wir uns nächste Leute Nummer 8. O Andachkeit aus dieses Lebens Mühe und Streit, führst du mich samt zu Gott an dich die Sorgen klagen kann. Im tiefsten Herze Leid und Gram, mein Heiland mir zur Hilfe kam und hat mich aus Gefahr befreit, zur Andachtzeit, O Andachtzeit, wo unser Heiland steht bereit und segnet den nach seiner Treu, der vor ihm liegt im wahrer Reu.
versagt und sucht mein Angesicht. Mein Wort sei euer Trost und Licht. Drum werft ich auf ihn Schmerz und Leid zur Andachtzeit, zur Andachtzeit. O Andachtzeit, o Andachtzeit, bring du mir Trost in Traurigkeit, bis ich von Pisgas Berg darf schauen, die glanzerfüllten Himmelsauen. Dann leg ich bin den Wanderstab, die morsche Hütte sinkt ins Grab. Ich gehe heim in Ewigkeit, gedenk ich dein, o Andachtzeit. Zu der Anleitung dachte ich, war ein Wort nur in Jakobus. Wir uns durch was falsch lesen. Jakobus, Kapitel 1. Jakobus, Kapitel 1, von 19 bis 25. Ich werde falsch einmal überlesen, dann werden wir uns was Gedanken sammeln über die falsch. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, wird glückselig sein in seinem Tun. Nur die erste Frage, wo wir lesen, in Vers 19. Die Schrift Jakobus und ist nicht ganz näher, um wem geschrieben wird, aber als einmal klar Schrift an Gläubige. Da sagt er, geliebte Brüder, jeder Mensch soll schwind sein, zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich denke nicht, dass hier gesagt wird, du mehr langsam fühl zum Reden, dort nicht gieren down, dort lebe ich erst nicht gemeint, sondern vielmehr vorsichtig sein mit was wir reden dann. Auch vorsichtig sein im Zorn. Das sind ja beides Dinge, wo wir sehr leicht fallen und sehr leicht Fehler machen, wenn wir unvorsichtig reden dann, und wir unvorsichtig vielleicht, wenn wir über irgendwo einen Zorn haben, dass wir falsch handeln. Wofür ein Tick wie vielleicht drei, warum das bloß so tun, oder warum das du sagst. Und da kann im Schwimmen Leute tun, bis man merkt, man hat Fehler gemacht. Deswegen sagt Jakobus auch, dass wir viel mehr reut sind zum Hören, als zum Reden. Und warum ist das so? Von dem Tag an, wo wir uns bekehren, wie Jesus annahm, dann kriegen wir nie das Leben. Dann kriegen wir den Heiligen Geist. Aber du erst noch einmal das Fleisch, was nach krankeren Sinnen weich gehen will, als was wir das vorher deuten. Und erst bis die Entscheidung, was da wir. Da wir dort, was der Geist von uns will, da wir den Heiligen Geist gehorchen, da wir ans Fleisch gehorchen. Und weil ans Fleisch immer nach Sinnen will, deswegen ist es besonders wichtig, dass wir reut sind und offene Ohren haben zum Hören. Weil wir brauchen Gottes Wort, damit wir nicht traurig gewesen waren, damit wir nicht vielleicht ermutigt waren, aber immer. Übrigens im 20. Vers Schrift auch,
Das Zorn vom Mensch, der vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das liegt, wo wir auch viele auch bezeugen können, dass wenn wir im Zorn irgendwo handeln tun, dass wir selber meinen, dass wir haben Recht tun. 21. Vers sagt, du ein dort auch allen Schmutz und allen Rest von Bosheit von ihnen auflegen. Dass ich auch sehe, dass das vielleicht einmal nach du erst in Sinnen will, manchmal, wo wir uns auch beziert haben, vielleicht auch länger sind, in Christi warst, mag ich auf eins Dinge in unserem Leben, die wir auflegen machen, wo der Geist uns abmundet, dass das nicht in unserem Leben nennt. Dort sind Reste von Bosheit, was wir mit Reut sind, loszulassen, aufzulegen. Und dann auch wieder das euch eingepflanzte Wort, das die Kraft hat, euren Seelen zu retten. Also das Wort abnehmen, was die Kraft hat, unsere Säulen zu retten. Ich glaube, hier meint ihr nicht, unsere Säulen vom Tod zu retten, sondern im geistlichen Leben, was soll ich sagen, von der Lauheit oder von Aufhol zu bewahren und Reue zu machen für den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Dann sage ich noch einmal, im 22. Vers ganz gelegt einfach, seht aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das Vers, der doch euch sagen, dass einer, der Gottes Wort verstanden hat, und das aber nicht der sich selbst betrügen. Matthäus 7, weil ein paar Vers lesen. Matthäus 7, Vers 24. Das sind hier Vers, wo Jesus die Bergpredigt gehört hat und viel gesagt hat über verschiedene andere Sorgen, über das Gebet, über Fasten und so. Eine lange Rede hat Jesus zum Fall gehört. Dann sagt er nun, das hier im Matthäus 7, Vers 24. Und jeder nun, der mein Wort hielt und tät, den will er mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus am Stein, am Felsen bauen tät. Er sagt, wenn ein Platzregen kommt, wenn Wutterströme am Haus noch kommt, wenn der Wind kommt, dann wird dort doch nicht voll. Wenigstens, dass er am Felsen gegründet. Und warum ist dort am Felsen gegründet? Das ist, das im 24. Vers sagen wird, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Das ist der Hauptpunkt dabei. Und daher sagt Jesus, auch kriegt das Gegenteil. Ein jeder, der Gottes Wort hört und nicht tät, der ist ein törichter Mann, was sein Haus am Sand bauen wird. Und wenn dann kriegt so ein starker Regen kommt, der Wind kommt, Wutterströme kommen an das Haus, dann wird das bestimmt anfangen, das wird totbringen. Warum wird das am Sand gegründet? Und warum ist das am Sand? Das ist, wenn wir Gottes Wort hören, verstehen und aber nicht tun. Kreuz sagt er auch im Jakobus, wo wir lesen den 23. 24. Vers. Ich wollte den Vers noch einmal lesen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Also ein Mensch, der Gottes Wort hielt und aber nicht reut ist dort zu tun, der kriegt so als ein Mann, der im Spiel geht, becheckt sich, und aber wenn er davon geht, hat er meist kurz vergessen, wo er hat ausgeladen. So sagt Jakobus, so ist immer ein Mensch, der nicht dort tät, was er verstanden hat, was er soll tun. In der anderen 24. Vers sagt er, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, ich glaube, ich habe das ganze Wort Gottes verstanden. Einmal das Alte Testament als das Gesetz, und aber das Neue Testament dabei, als Jesus gekommen hat, als die Erfüllung von das Gesetz. Und wer in das ganze Wort Gottes hineinschaut, in das Gesetz der Freiheit, dass wir in Christus frei werden, und der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter, der dort tät, was er verstanden hat. Und das ist mir ein besonderes Wort. Da sage ich, der wird glücklich sein in seinem Tun.
dort wünsche ich uns auch, dass wir können reut sein, dort wo wir morgen, wo der Heilige Geist zu uns reden, der durchtet wird, dass wir reut sind, am Ja zu sein, und dort auch zu tun. Matthäus 4, Vers 19 sagt dort, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Jesus sagt hier erzählt, wer dort tät und auch lehrt, sagt dort, also dort auch wiederjäft, was er selbst verstanden hat und was er selbst tät, dort wiederjäft von anderen Menschen, der wird groß genannt worden im Himmel. Und ich denke, das ist unbedingt ein Wunsch von uns allen. Wir möchten nicht, muss ich sagen, von der Geringsten sein im Himmel. Und auch, dass wir hier in Jakobus sagen, wir möchten in Gleichheit leben. Dass hier sagt, der wird gleich sein in seinem Handeln. Das wünschen wir uns alle. Aber wo tun wir das? Das kriegt durch das, wenn wir Gott sein Wort hören oder lesen, der Herr Jesus redet zu uns, dass wir dann reut sind, das zu tun. Noch ein Ding, wo ich an denken würde, kriegt, wenn wir Gottes Wort hören und verstehen haben, dann stehen wir für eine Entscheidung. Du kannst nicht mal ans Leben gleich so wiedergehen, als wir das durchhaben, weil wir stehen für eine Entscheidung und wir können nicht so tun, als wenn wir nicht gehört haben. Weil wir haben das gehört, wir wollen entweder Ja sein, zu was der Herr Jesus uns sagt, oder wir wollen Nein sein. Dazwischen hilft das nicht. Ich möchte Gott sein Wort segnen. Nimm es aus dich. Schau ich zu jenem Kreuze hin, wo einst des Heidens Fürst erblich. Für Schaden acht ich was Gewinn, was einst mein Stolz beschämet mich. Herr, lasse nix mein Rühmen sein, nur in des Heilands Opfer tot. Fahr hin, o Welt, mit deinem Schein, bleibt Jesu, du mein Herr, mein Gott. Sieh, wie von Haupt und Fuß und Hand, Kummer und Liebe, purpurn floss. Heiß es mir das Herz entbrannt, Herr, solche Liebe war zu groß. Wer meint die Welt mit meinem Glanz, wär's doch als Opfer viel zu klein. Für solche Liebe nimm mich ganz, ich selbst will, Herr, das Opfer sein. Ich wünsche auch allen den Frieden Gottes an dieser Stunde, dass wir wurden schauen, dass Gott im Wort lehren, dass wir dort wurden schauen, annehmen, dass wir Täter des Wortes sind und nicht bloß Hörer des Wortes. Ich habe mich von dort der Predigt, hat dem Thema gewählt und mit der Frage gestellt, was weißt du von Jesus oder was will ich von Jesus? Warum komme ich nicht Church, da wird eine Gemeinde sein, warum bist du eine Gemeinde, warum sie ich eine Gemeinde? Was ist unsere Feststellung, was will wir von Jesus, warum kommen wir zu Jesus? Wie kommen wir von der hier in die Church, von der ist hier Church, Gottesdienst, dort hat mit Jesus zu tun. Dort hier eine Gemeinde ist, das hat auch mit Jesus zu tun, wenn Jesus sagt, die Gemeinde ist sein Lieb.
dort wie Gottes Wort hören, dort wie Gottes Wort lesen, und beten, und singen, dort hat alles mit Jesus zu tun. Wenn dort wie alle während es Jesus sie nun macht, dort wie zu Jesus seine Ehe, dort wie alles für Jesus. Dort hat alles mit Jesus zu tun. In der Bibel sagt, das Wort wird Fleisch. Jesus selbst ist das Wort, was wir lesen, was wir hören, das ist Jesus selbst. Das hat alles mit Jesus zu tun. Dort du von der hier bist, dort ich von der hier sie, das hat auch mit Jesus zu tun. Ich wollte nicht aus alle haben da eben nur gedacht, das hat mit Jesus zu tun, du wennst wie von der hier. Manche kommen vielleicht die Ruhe, die haben gleich eben gedacht, dass das mit Jesus zu tun hat. Aber das hat mit Jesus zu tun. Wenn es Jesus nicht geben würde, dann würden wir hier von der Ola nicht sein, dann würden wir hier von der nicht sein. Und du, wenn es erst dort vielleicht für uns wichtig, dort wir uns da vorstellen, was will ich Fritz von Jesus? Was ist meine Vorstellung, was will ich von Jesus haben, oder was erwarte ich, was bringt Jesus mir in mein Leben? Diese Frage, was wir uns von der stellen wollen, diese Frage stellt sich auch an die Juden, ob eine steht, dort war wie Fuß lesen in der Bibel, dort kommen so viele Juden in Jesus. Und dann stellt sich die Frage, was wollen diese Juden von Jesus? Warum kommen sie in Jesus? Wer kommen sie in Jesus? Wir wollen uns mal lesen in Johannes Kapitel 6, Vers 22 bis 35. Johannes Kapitel 6, von Vers 22 bis 35. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, Psalm 78, Vers 24, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Den ersten Punkt, den wir wollen hier rübernehmen, wir wollen ein bisschen über nur denken, das ist der Grund, warum kommt das Volk nicht Jesus. Dort ist gerade diese Geschichte, die erste Einzige, wenn wo kommen die Israeliten nicht Jesus, wenn wo kommen die Juden nicht Jesus, hier sagt es, sie kommen dahin, wo sie hören, das Brötchen jeden um Feriendach, sie funken Jesus nicht, und dann stechen sie am Boot und dann sie fuhren in der Untergrund von den See und sie sagen Jesus. Warum sagen sie Jesus? Dort ist von Vers 22 bis Vers 26. Wenn wir eine Bibel nur sind, dort gibt es verschiedene Gründe, wenn Menschen in Jesus kommen. Vielleicht haben wir auch alle verschiedene Gründe, warum wir in Jesus kommen. Und sie denken vielleicht und dort und dort. Vielleicht haben wir verschiedene Gründe. Eine Bibel zeigt, wie sollen die Menschen, die haben verschiedene Gründe, wenn sie in Jesus kommen. Weil wir uns mal ein paar Vers einfach lesen, dort sollen, aus welchem Grund die Menschen in Jesus kommen. Einmal in Johannes Kapitel 6, Vers 2, dort wir am Ferientag, aus das passiert, was wir Rutz lesen deuten, ein Tag fertig, kommen auch so viele Menschen in Jesus. Und hier sagt es, Johannes 6, Vers 2, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.
Hier kommen so viele Menschen, die Jesus einfach, wenn sie neugierig werden, so Sachen, die täten, was Jesus tut, so Sachen, die Wunder, was Jesus tut, so wissen, dass Jesus tut, kann was bitter gewöhnliches tun. Kein anderer Mensch kann das tun, dass wir eine ganze Welt, was ganz bitter gewöhnliches, sie finden dort interessant, sie werden neugierig, sie wollen was nie jetzt sein, was meist nicht hier leben ging, dort werden Wunder, und sie werden so neugierig, sie wollen dort sein, du wirst schon so, Jesus, wenn sie wissen, das passiert nicht jeder Tag, das ist ganz bitter gewöhnliches, sie werden einfach neugierig und wollen dort sein. Ich will noch ein paar andere Stellen lesen, wo wir sehen, warum Menschen Jesus kommen. Einmal aus Lukas Kapitel 19, Vers 2. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Hier ist ja wie auch so ein Zachäus, wie auch neugierig, er will einfach sein, wer Jesus ist. Hier steht nicht geschrieben, dass er will ihren Staten sein, er will einfach nur sein, wer ist Jesus, er will einfach neugierig, mal Jesus vielleicht zu hören, mal zu sein, wer ist dort. Ein Kreuz Wort wie dort von Nikodemus, er will ein Buberstaff in der Pharisäer, und heute schon der Nacht nicht Jesus. Er will auch einfach neugierig, er will mal wissen, wer ist Jesus wirklich, er will mal mit Jesus spazieren. Über dort gehen noch Untergründe, wenn Worte Menschen, die Jesus schauen. Lukas Kapitel 4, Vers 40. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. So viele Menschen schauen nicht Jesus, sie wollen gehalten werden, sie wollen geheilt werden von ihren Krankheiten, von ihren körperlichen Krankheiten, die sie haben. Sie wollen, dass Jesus heilen soll, dass Jesus gesund machen soll. In Lukas Kapitel 12, Vers 13. Dort kam noch ein anderer Mann Jesus. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Wie kann das so in den Menschen schon auch nicht Jesus, wenn sie finanzielle Nöte haben, das einer, das schon nicht klar mit seinen Brüdern, wenn das aufgeteilt, man kann sagen, er hat finanzielle oder ökonomische Schwierigkeiten in Wohlhand, Jesus soll am halten, Jesus soll am recht halten. Und wenn wir noch mehr Menschen betrachten, zum Beispiel der Ritter Jüngling, heute haben wir Jesus, heute hat eine so wichtige Frau. Heute hat eine Frau, wird man das tun, am geraten worden, um das ewige Leben zu haben. Und über wie kann sein, aus Jesus am See, wird neulich wir zu tun, oder wird heute kann tun, dann wir heute nicht reut, Jesus nur zu fallen, in Jesus unternehmen. In Vierten kommen andere Menschen, die Jesus mit ihren zwei Fragen, die hatten Fragen und Jesus wichtige Fragen, wo er interessiert, wird so für ihr Leben Brücken deuten. Und dann noch ein Vers aus Lukas Kapitel 20, Vers 20. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Manche Menschen kommen zu Jesus, sie haben abrechte Fragen, und manche kommen zu Jesus, sie wollen Jesus Fragen stellen, oder auch manche Musik, wie dort sie kommen zu Jesus, und hier Jesus tun, sie kommen bloß aus dem Grund, sie werden ganz gespannt, sie wollen einmal was finden, was Jesus vollsteht, und dann wollen sie Jesus verklären. Sie kommen auch nicht Jesus, aber man hat eine ganz falsche Einstellung, sie wollen was finden, um Jesus zu sein, um Jesus zu verklären. Erst in Johannes Kapitel 6, da sagt wie dort, hier kommen auch so viele Menschen zu Jesus. So viele Menschen, die sagen Jesus, also Jesus nicht funken, seht ihr schon, dann stechen sie am Boot hinein, sie fuhren in der Untergrund von dem See und sie sagen Jesus, bat so Jesus funken. Warum sagen sie Jesus? Was wollen sie von Jesus? Was wird der Grund, wenn sie nicht Jesus schauen? Wenn wir den 6. Kapitel von Umfang an lesen, wo dann so ein Bild deutlicher worden, dort erst eine bekannte Geschichte, wo dort erst von der Speisung der 5000, ihr steht dort erwähnt an Johannes Kapitel 6, Vers 2, kommen die Menschen, die Jesus,
sie wollen Täten sein, sie wollen Wunder sein. Nu werden sie bei Jesus, und Jesus tut auch so viele Kranke holen, und auf einer steht, sagt, dass Jesus fing eine lange Predigt an. Jesus tut den Menschen reden, heute verteilt er von Gottes Reich, heute verteilt er, heute hat eine Predigt verernt. Und Jesus, wie lange hat er ein Bate zu Uwes Wort in dieser Wort? Die Menschen fangen an zu hungern und da hat keiner eten. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, gebt die Ente eten. Die Jünger hatten auch nichts, aber da wie ein Junge, der hat 5 Brot und 2 Fisch. Und Jesus mirkt ein Wunder. Jesus mirkt von das Beste eten, so viel eten, dass 5000 Männer in alle anderen Worte werden, dass sie genug zu eten haben und dass sie sich alle können, so eten, von das Beste eten, was da wir. Und das Wunder, das haben die Menschen nicht für jeden. Das würde uns auch wundern, wie sollen wir sein. Das würde wir nicht so hostig für jeden. Und diese Menschen haben das nicht für jeden. Sogar bei am nächsten Tag haben sie das noch einmal nicht für jeden. Sie dachten da an. Nicht am nächsten Tag wissen die Menschen dort, gestern haben wir Brot gegessen. Wir können uns alle so essen. Wir brauchen noch nicht Brot heute. Jesus gab uns Brot. Nicht am nächsten Tag haben sie weiter Hunger. Sie dachten, wir werden Jesus fordern. Jesus wollte uns Brot geben. Jesus konnte Wunder tun. Nicht schon so da steht, wo sie haben das Brot gegessen und Jesus wir doch nicht. Sie wissen so nicht, wo wir Jesus geblieben. Sie wissen dort, da wir bloß ein Boot gewesen. Und Jesus und die Jünger werden mal ein Boot, ne, der andere sieht vom See gefahren. Und Jesus wir da geblieben. Sie wissen so nicht, wo wir Jesus. Aber sie fuhren auch, ne, der andere kommt vom See. Und sie sagen Jesus und funken Jesus. Sie dachten, nu wollen wir Jesus kommen und dann wird Jesus uns weiter Brot geben. Jesus wird uns versorgen. Und Vers 15, Kapitel 6, Vers 15, dort haben wir sogar sein, als Jesus den Menschen hat Brot gegeben, dann schauen die Menschen an, sie wollen Jesus zum König merken. Sie wollen sich gedacht haben, so ein König aus der wir brauchen. Wenn wir den König merken, der wird uns jeder Tag Brot geben, der wird uns mit alles versorgen, alle finanzielle, alle Güter wird er uns geben, der braucht ja bloß ein Wort sein, und dann wollen wir alles haben, das wird ein so schöner König sein, der wird für uns einstehen, der wird uns dort geben, was uns jankt hat. Und die sagten so, Jesus, der Leute sich dann über nicht den König merken, Jesus, der ging am Bein ab für sich allein und der beten. Und die sagten so, Jesus, und sie wissen dort, Jesus, wir nicht mal am Boot mitgefahren. Aber sie fuhren in der andere Korn vom See und sie funken Jesus. Und dann frühen so Jesus in Vers 25, Rabbi, wann bist du hergekommen? Sie fragen an, wann bist du hier angekommen? Und hier ist auch die Frage mit einem, wo bist du hier angekommen? Sie wissen dort, das erste Wunder, dass Jesus hier ist, dass Jesus auf dieser Stelle ist. Jesus antwortet auf diese Frage noch nicht, wenn Jesus sitzt dort, Jesus sitzt ihre Horten und sitzt kreuz, warum diese Menschen in den Arm kommen. Und dann sagt Jesus an Vers 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. In Vers 2, da sagen die Menschen Jesus, sie wollen Wunder sein, sie wollen checken, wo Jesus ohne andere Menschen geht, wo Jesus da unter Menschen heilen geht. Und nun sagt Jesus zu Ernt, nu kommen ihr nicht mehr, wenn ihr Wunder sein, nu kommen ihr bloß noch, wenn ihr gestern haben Brot gegessen, die sind tot geworden. Die kommen nämlich, wenn ihr einen irdischen Vorteil. Die werden einfach haben, es soll ihnen alles irdische scheinen, alles, weil die haben von der Tag, wo wir vielleicht sein, wir wollen von Jesus, wir wollen eine gute Art, wir wollen viel Geld, wir wollen genug Eten, ist diese hier. Wir wollen alles Gute von Jesus haben, alle irdische Güter, weil wir haben. So wie dort wollen es bei den Juden die Jesus sagt dort, ganz die letzte Ernte, die kommen nämlich bloß, wenn wir Brot eten, die wollen irdische Güter von mir haben. Als zweiten Punkt doch hat Evanute denken, was ist der wahre Grund, warum soll wir nicht Jesus kommen? Das ist hier in Betentadel, wo Jesus zu uns sagt, die kommen zu mir, bloß wenn die Brot gegessen haben, wenn die mehr Brot. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist der Grund, warum soll wir nicht Jesus kommen? Was will Jesus uns geben? Was ist wichtig, warum soll wir nicht Jesus kommen? Jesus tut den Menschen schon nicht weichschalten, aus den Menschen der Armen schäumen, was die Menschen schon gehalten worden, was die Menschen schon im Freien hören, oder aus den Menschen schon in Gottes Wort hören wollen. Jesus stellt einen schon nicht vor, manchmal dort Jesus vielleicht nicht direkt ihre Fragen beantworten oder kriegt dort geben, was sie wollen. Wenn Jesus wollte einmal, was besser ist und was wichtiger ist, aber Jesus stellt schon Menschen nicht vor. Und auch nie aus diesen Menschen, die Jesus schon,
Jesus wusste ganz klar, diese Menschen kommen, sie werden Brot essen. Das ist das Einzige, was sie werden einfach ihr irdischen Vorteil, sie werden Brot essen. Aber Jesus sagt nicht die Ernte, sie sollen fortgehen, sie kommen sowieso nicht mal ein abrechtes Wort. Jesus scheit er nicht fort. Jesus wies diese Menschen einfach, was wichtiger ist. Was ist viel wichtiger als das irdische Brot. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit und wies er, was ist wirklich wichtig. Wenn wurzelnde Menschen nach Arm kommen. Gestern hat ihr das Volk, ungefähr diese Begebenheit, wo wir lesen, dort hat das Volk Brot gegessen, so wie ein Sod geworden. Und das Brot, was sie gegessen haben, das hält nicht lang fair. Am nächsten Tag haben sie weiter Hunger. Er hungert weiter und sie wollen frisch essen. Das hält nicht lang fair, das wird vergänglich. Und du werden, sagt Jesus der Ernte am Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Jesus sagt der Ernte, schafft die Speise, wo nicht vergänglich ist, durch die von dort eten und durch die nicht weiter hungern wird. Jetzt dann das Brot, was die eten deuten, dort halten Bett und dann hungert die mehr fürs weiter. Aber dort zum Brot eten, für wo die nicht mal wird hungern, dort die wollen ewig leben, dort die wollen ewiges Leben haben. Und dann sagt Jesus der Ernte, die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes. Jesus sagt, ich habe dort Lebensbrot, ich habe dort Brot, ich kann ihnen dort Brot geben, dort die wollen ewiges Leben haben, dort die nicht mal was hungern. Und die Israeliten, die denken, ihr war nur, was ist das für Brot, und wie von dort eten, und nicht mal hungern wollen. Und dann wiesen sie auf Mose, soll sein, Chitmul, Mose dann eine Wüste, der gof ans Volk, an sie Verfahren, das Mana. Das Volk Israel, das kann 40 Jahre von das Mana eten. Dort wir wirklich, dort wir was Wunderbares, dort wir ein Wunder. 40 Jahre lang können sie von das Brot eten. Jeder Tag, einmal war das schon dort von Himmel rauf. Aber Jesus sagte Ernst, auch dort ist nicht das wahre Brot. In Vers 32 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Dort Mana, dort wir auch nicht das wahre Brot, dort wir auch nicht das wirkliche Brot. Dort wir auch sind, wo die Israeliten jeder Tag mussten frisch eten, und er hungert immer weiter. Dort gof er nicht das ewige Leben, dort wir können nicht für immer so. Und wieder sagt Jesus, Gott gibt das wahre Brot, Gott gibt das lebende Brot, von wo uns nicht mehr hungern wird. Und Jesus sagt, dort ist das Brot, wo die Welt das Leben geben wird. Dort ist das Brot, wo uns das ewige Leben geben wird. Hier in Vers 33. Denn Gottes Brot ist das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Wenn wir das Brot eten, dann wollen wir das ewige Leben haben. Nu, hier die Menschen, die sind begeistert, sie denken, sie dort gut fehlen sein, wenn wir ein Brot haben und dort eten, und dann brückt uns schon mal hungern. Und dann sagen die Menschen zu Jesus, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Nie leben die Menschen, nie haben sie doch verstanden, wenn wir sollen Jesus kommen. Wie sollen Jesus kommen? Jesus wird uns ihr Brot geben und dann wird uns nicht mehr hungern. Dort ist wirklich wichtig. Und so denken sie, Jesus gibt uns ein Brot, wie wir Fuß zum Brot eten. Und als ich das lesen, dort fallen mir Fuß der samaritische Früh am Brunnen in Johannes Kapitel 4. Jesus redet mit der Früh und sagt der Früh, fragt der Früh, jaf mir bitte Wasser aus dem Brunnen. Und dann wundert der samaritische Früh sich, so sagte Jesus, du bist ein jüdischer Mann und du fragst mich, was ich dir Wasser geben aus dem Brunnen? Und dann sagt Jesus zu der Früh, wenn du weißt, wer ich sie, dann wirst du mich fragen, wo die Leben jetzt Wasser geben. Und Johannes, wenn wir Johannes Kapitel 4, Vers 14 lesen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus sagte der Früh, ich kann dir das Leben dir Wasser geben, wer von dort Wasser trinken wird, dem wird nicht mehr darsten in Ewigkeit. Und der samaritische Früh, der reagiert, kreuzeste Jüden hier in dieser Begebenheit. Sie sagt kurz, jef mich von das Wasser, ich will von das Wasser, dort ich nicht mehr brückne das Sperm gehen in meiner Wasser schauen. Diese Früh, der doch irdisch, so doch, dort wird irdisches Wasser, kreuzest diese Menschen hier so doch, und dort wie irdisches Brot, so sehen, kurz Jesus, jef uns von das Brot, wir wollen dort
wir wollen dort Brot eten. Über Jesus meint, als heute de früh reden dort, meint er mal dort Wuta in Johannes Kapitel 7, Vers 39. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus, der meint geistlich, der meint Wuta, auch der Brot geistlich. Jesus meint Wuta, den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist wird schreien, dem wird nicht mehr darstellen in Ewigkeit. Und auch hier, an dieser Begebenheit, wo wir nun lesen deuten, wo die Juden, die Jesus kommen, Brot eten wollen, da meint Jesus nicht irdisches Brot, da meint Jesus geistliches Brot, was heute Menschen geben will. Vers 34 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Das irdische Brot, das wollt wie dort merkt den Körper so, dort merkt uns Körper so, dort uns nicht hungert. Über das geistliche Brot, dort gibt uns geistliches, ewiges Leben, dort wir können ewig leben und nicht mehr hungern brücken. Wenn wir nicht Jesus kommen, wenn wir Jesus an uns Leben annehmen und Jesus glauben, dann haben wir ewiges Leben, dann wird uns nicht mehr hungern und darsten, dann wird Jesus uns Frieden schenken. Du, wenn sagt Jesus, wenn wir hier wieder lesen, wir sollen 7 Brot eten, heu erst das Brot, wir sollen Arm abnehmen, dann haben wir ewiges Leben. Jesus schenkt den Menschen nicht weich, wenn er in irdische Halt fehlt. Auch wenn wir nicht Jesus kommen, von der in uns fehlt irdische Halt. Jesus schenkt uns nicht fort. Über Jesus will uns immer auf dort abwiesen, wo es viel wichtiger ist als das irdische. Das erste, warum wir sollen nicht Jesus kommen, das Wichtigste, was wir von Jesus sollen nehmen, dort ist das geistliche Brot. Dort ist das Brot, wo teuer uns will leben, dort ist das ewige Leben. Dort ist wirklich der Grund, warum wir sollen nicht Jesus kommen, warum wir sollen nicht Church kommen, warum wir sollen eine Gemeinde sein. Dort ist das ganz Wichtigste. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 12 sagt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer Jesus abnimmt, wer das Brot eten wird, der hat das ewige Leben. Und wer das geistliche Brot nicht abnehmen wird, der hat das ewige Leben nicht, sagt es hier. Johannes Kapitel 6, Vers 48, Bad 51, da steht, wollt noch lesen. Da sagt Jesus wieder zu den Juden, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus sagt, hoi erst das geistliche Brot, das Brot, wo jene Vererlern in der Wüste gegessen haben, sagt Jesus, die Euten dort in sich starfen, dort wir nicht das wahre Brot, dort schäumt von Himmel über, dort wir noch nicht, dort wahrhaftige Brot. So Euten dort entstorfen du werden. Wer von das Brot eten wird echt am Leben war, sagt Jesus. Der wird leben in Ewigkeit. Der wird nicht sterben brücken. Der wird ewiges Leben haben und auch der wird geistliches Leben haben. Der wird geistliches Wachstum haben, wenn wir das Brot einmal weiter zu uns nehmen, wenn wir das Brot an uns wirken lassen. Das ist dort, was Jesus den Menschen geben will. Das ist dort, was Jesus viel wichtiger ist als alles Irdische, wenn das Irdische auch nicht unwichtig ist. Aber das Erste, und was wir denken sollen, dort ist das geistliche Brot, das ist Jesus, dort Jesus das Brot ist, in Heuwelt, dort wir arm sollen abnehmen, mit arm leben. Nu de derde en laatste vraag wat ik even nu denken doe, dat wir de vraag und mir persönlich und uns, warum kommst du nicht Jesus? Warum kommt ich nicht Jesus? Die Frage ist an uns, was erwarte ich von Jesus? Warum komme ich nicht Church? Warum sehe ich vielleicht eine Gemeinde? Warum bete ich? Warum lese ich die Bibel? Was sind meine Vorstellungen? Warum komme ich? Was will ich? Will ich vielleicht bloß auch, dass die Juden irdisches Brot und Wuter, dass ich so denke, ich will einen irdischen Vorteil, ich darf vielleicht bloß beten um irdische Güter, oder ich komme vielleicht nicht Church, dort meine Mitmenschen, meine Geschwister zufrieden sind vielleicht, dort vielleicht die Prediger zufrieden sind, dort mich vielleicht schon erfreuen geht, oder ich komme vielleicht nicht Church und denke, dann wird Gott mich vielleicht irdisch segnen,
Gott wird mir dann gnädig an mich schenken, wenn es sie vielleicht eine zweite warst, oder wird ärmer. Oder ich komme vielleicht am Frinte sein. Ich denke einfach an das Irdische, in dem zu Jesus wird mir irdisch segnen, heute wird mir dort geben, was mir jankert. Wenn wir uns noch ein Vers lesen, in Jakobus Kapitel 4, Vers 2 und 3. Jakobus Kapitel 4, Vers 2 und 3. Ihr seid begierig und erlangt nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Hier schrift Jakobus zu den Christen, die Janetit, dort so beten dürfen und sie schrien nicht. Warum schrien sie nicht? Warum hielt Gott ihre Beten nicht? Warum wurden sie nicht gesegnet? Warum sperren sie nicht, dort Gott entsegnen det? In Jakobus schrift die schrien nicht, wenn ihr in übler Absicht beten. Die beten bloß, dort die wollen, die denken bloß an das Irdische, die wollen, haben eine üble Absicht, die denken bloß an jeden Vorteil. Du wennst durch alles, du wennst beten, du wennst komm hier vielleicht eine Church, du wennst vielleicht eine Gemeinde, wo immer du kannst sein. Und dann sagt Jakobus, du wennst schrien noch nicht. Wie kann das sein, die Menschen, wenn Jakobus dann schrieben dort, da werden Menschen, die haben noch nicht geändert von den Juden, die dort aus Jesus leben dort. Sie dachten bloß, einmal war er und ihre eine Last, sie schauen bloß nicht Jesus, wenn sie ihre eine Vorteile dachten, dort soll sie dachten, sie wurden dort Gott schrien dich dort, sie wurden dich dort einen Vorteil haben. Vielleicht als uns auch wäre, vielleicht denkt wir auch bei uns, das bringt mich schon sehr nicht, dort eine Gemeinde sie, vielleicht dort eine Church kommen oder Übung oder Bibelstunde, was immer du kannst sagen, ich war nicht erbüht und das bringt schon sehr nicht. Und dann stellen wir uns die Frage stellen, warum kommen wir? Warum kommen wir in eine Church? Warum sind wir eine Gemeinde? Warum kommen wir vielleicht nicht Jesus? Was ist unsere Vorstellung? Warum kommen wir? Kommen wir vielleicht bloß in Nische? Wir wollen checken, wo das sein ja falsch, wo das Prediger falsch, wer kämpft alles und wer kämpft nicht. Oder wer ist es gerade? Wenn wo kommen wir in die Church? Oder denken wir vielleicht bloß, wir wollen Gott ungesäumt sein, dort, wir wollen Herrn, Gott soll uns segnen, Gott soll auch so denken, wir sind Feen und wir sind gut. Jesus sagte uns hier in Johannes Kapitel 6, wir sollen eine ankommen, wenn heute das Brot vom Leben ist. Das würdet ihr schon lesen in Johannes Kapitel 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wie sollen die Jesus kommen, wenn heute das lebendige Brot ist? Wie sollen nicht in Jesus kommen, wenn irgend einen anderen Grund, wenn irgend Wort, was uns wichtig ist? Wie sollen die Jesus kommen, wenn heute uns das ewige Leben schenken, heute dort wie arm sein, ein Glauben annehmen? Dort soll uns erster Grund sein, wenn wir in die Church kommen, dort wie geistliche Speise zu uns nehmen, dort wie darum bedacht sind, um uns geistliches Leben in Jesus will uns geistliche Speise geben. Ich will noch einen Vers lesen, Psalm 34, Vers 9. Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Das Psalmschreiber David, der sagt hier, der schrift hier, schmeit in soet, wie freundlich der Herr ist. David hat es geschmeit, David hat von dit Lebensbrot geschmeit in heu, merkt uns möd, heu sagt, schmeit in Chet, wie freundlich der Herr ist. Heu sagt, wir sollen von dit Brot schmeiten, wie freundlich Jesus ist, und heu uns das ewige Leben gibt, dort Jesus uns so merken das ewige lebende Brot, dort merkt uns wirklich dort, und wir sollen von dort schmeiten. Wenn wir vielleicht von dort alle geschmeit haben, wie haben Jesus alle abgenommen, dann können wir einmal weiter von dort schmeiten, wir können am geistlichen Gemeinschaft haben, wir können am geistlichen Wurzeln. Und auch von der ist es für uns wichtig, dort wir uns prüfen, nicht bloß von der, auch einmal, wenn wir vielleicht in die Church kommen, wenn vielleicht die Gemeinde wird unhaft, wird einmal. Oder auch, wenn wir persönliche Zeit mit Jesus haben, beten und Bibel lesen, können wir uns immer weiter prüfen, warum kommt nicht Jesus, warum will ich nicht beten, warum will ich Bibel lesen. Kommt bloß, wenn ich will
irdische Vorteile, als sie an mich bedacht, oder sie hat unbedacht an mit geistlichen Leben und an Jesus seine Ehe. Kaum wenn es das lebende Brot wirklich geschmeckt hat, in mehr von dort schmecken will, oder wenn es vielleicht dort sehen, kaum vielleicht, wenn es das lebende Brot sehen, dort ist der Grund, warum wir sollen Jesus kommen. Dort wird Jesus uns geben. Wir sollen nicht kommen, bloß ans Nische zu stellen, soziale Menschen, oder vielleicht so zu werden, irdische Vorteile. Jesus steht enthalten und sagt, kommt zu mir und nehmt das lebende Brot, was ich euch geben will. Den letzten Vers zum Schluss will ich noch lesen in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Hier merkt Jesus uns auch mit, wie können ankommen, wie sollen ankommen, heute will uns das lebende Brot geben, heute will uns das wirkliche Brot geben, was wir brauchen, was unsere Säule hungert und was wirklich wichtig ist, was viel wichtiger ist als alle irdische Gründe, warum wir würden gerne Jesus kommen. Wenn wir noch zum Schluss abstunden beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag, wo du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir hier sind. Töp kommen an die Numen. Dankeschön für deine Gnade und für deine Leute, wo du uns schenkst. Dankeschön für das lebende Brot, wo du uns gibst. Herr Jesus, Dankeschön, dass du für uns gestorben bist, dass wir das in Glauben annehmen. Bitte help uns, dass wir wirklich mit und redet Wort. Für die kommen, dass wir mit einer rechten Einstellung, für die kommen, eine Church kommen, eine Gemeinde sind, wo immer wir tun, dass wir dort zu deine Irrchen tun. Und dort wir auch mit geistlichem Leben bedacht sind, dort wir nicht bloß für eine irdische Vorteile kommen. Bitte help uns dabei, inform uns, bitte segne uns und wie nur denken. Amen. Nummer 222. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinen Diensten stehen. Nix soll mich von dir vertreiben, deine Wege will ich gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben, so strömt Kraft und Lebenssaft. Könnt ich irgends besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich so in Freude wie in Leid. Bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Wings bin ich gewärtig, auf das
des Rufs aus dieser Welt, denn der ist zum Sterben fertig, der sich Leben zu dir hält. Zum Schluss will ich noch ein Vers lesen aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir scheiden im Frieden des Herrn.